Das G-Festival ist meiner Meinung nach einer der kreativsten Orte. Dort gibt es eine weite Spanne von Folk zu Metal und dazwischen Mainstream. Ich mag diese Haltung sehr. Muss er auch. Christian Black ist Chef von Tutel, dem einzigen Label der Färöer. Es wäre nicht so leicht, Plattenlabels zu haben, die nur Folk, nur Rock, nur Jazz, nur Klassik machen. Also veröffentlichen wir jede Art von Musik. 1977 war er Mitbegründer des Labels. Seither ist er der wichtigste Förderer der färöischen Musikszene. Er veröffentlicht alle färöische Musik. Ich weiß nicht, wie viele CDs es im Jahr sind, aber es ist fast eine pro Woche. Außerdem veranstaltet er Festivals. Er bringt immer wieder Bands aus dem Ausland dazu, hier zu spielen. Und er geht auf Tour. Ich finde das verblüffend, dass er das immer noch durchzieht, obwohl er ja nicht mehr der Jüngste ist. Er ist der Pate der färöischen Musik. Mittlerweile gibt es direkt am Hafen der Hauptstadt Tórshavn ein Atelierhaus mit Ausstellungsraum und modernem Tonstudio. Hier treffen sich Künstler und Musiker. Es ist sehr kreativ, es passiert viel. Ständig tauchen neue, gute Bands auf. Musikalisch befinden wir uns gerade in einer sehr guten Phase. Und es gibt Raum für Experimente. Die Band Oskar schafft ohne herkömmliche Instrumente einen Mix aus industriellem und organischem Sound. Typisch für die Färöer, bei Oskar ist fast jedes Mitglied noch in anderen musikalischen Projekten unterwegs. Es ist wie eine Familie. Es gibt keinen Wettbewerb, wie es sonst üblich ist. Wir kennen uns alle, spielen gegenseitig auf unseren Platten und leihen uns Verstärker voneinander. Da ist kein Wettbewerb. Und das ist wirklich gut und ungewöhnlich. All diese Bands passen nicht zusammen. Doch sie sind alle wirklich gut und es macht Spaß, ihnen zuzuhören. Beim G-Festival sind die Headliner meist international, wie Travis. Das Gros der Künstler stammt jedoch von den Färöerinseln. Die Anzahl und Qualität der Musikacts auf den Färöern ist umwerfend und ihre Vielfalt ist fantastisch. Innerhalb dieser Vielfalt ist allerdings mit Heavy Metal ein Schwerpunkt zu erkennen. Gerade die Spielart des Viking Metals ist sehr populär. Dieser harte, meist treibende Metal-Sound spiegelt dabei die skandinavische Dunkelheit ebenso wider wie die Unbarmherzigkeit der täglich erlebten Natur. Einer der viel beachteten Newcomer auf diesem Terrain sind die Doom-Metal-Heads von Hamfur. Es ist für mich schwierig, etwas über den färöischen Sound zu sagen, aber ich denke, er ist irgendwie rau. Vielleicht dunkel und schwer. Das sagen zumindest die Leute für gewöhnlich. Die Musik, die hier komponiert und gespielt wird, ist tief im Land verwurzelt. In Zeiten des Internets wird die geografische Herkunft jedoch immer unbedeutender. Die Künstler finden ihre Einflüsse nicht nur vor der Haustür. Der Folk von Gudrid Hansdottir transportiert neben der färöischen Heimat auch einen internationalen Sound. Wenn du wirklich ernsthaft etwas erreichen willst, dann kannst du nicht nur auf den Färöern spielen, denn sie sind zu klein. Und wir haben nicht genug Auftrittsorte. We don't have that many venues now.
Einer, der sich bereits in den USA einen Namen gemacht hat, ist Högni Lisberg. Seine Musik klingt universell und hat Groove. Sie haben es geschafft, mit dem Rest der Welt in Kontakt zu treten, aber dabei das typisch Färöische zu erhalten. Das sieht man sonst kaum auf der Welt. Auch auf die kleinsten Flecken des Globus lohnt sich ein genauer Blick. I'm talking about the Pharaohs, and I don't mean Egypt. Big up, peace, we out. Word.